Ein ariger Gritti-Benz. Scheuers Buben sind auf dem Balkon geruppt und haben ihren Stiefel geputzt. Für einmal war es ganz still, keiner hat etwas gesagt. Mit ungewandtem Eifer haben sie geribbelt und gebürstet. Zum Morgen ist Klausentag. Der Rudi, der Peter und der Matthias haben genau gewusst, dass man die sauber geputzten Stiefel ins Stegenhaus stellen muss, für etwas vom Samichlaus zu bekommen. Mandarinli, Nüsse, Spanische, Güetzli, vielleicht ein Gritti-Benz oder ein Bärenmotz. Verbissen haben sie gearbeitet. Keiner hat etwas gesagt. Es hätte sonst noch etwas Dummes rausrutschen können, etwas, das einen Zanketen hat gegeben. Und man weiss doch ganz genau, dass so ein Kerl beim Stiefelputzen eine Rute gibt. Das weiss man haargenau. Als die Stiefel auf Hochglanz poliert waren, haben sie die Brütchen draussen im Stegenhaus in Reihe und Glied aufgestellt. Haben sich Mühe gegeben, reibungslos aneinander vorbeizukommen und der ganz oben lang nicht einmal ginket. Aber schon früh am Morgen hat der Rudi die Tagwache geschlagen bei seinen Brütchen. Und in den Pyjama sind die drei ins Stegenhaus raus schauen, ob der Samichlaus etwas gebracht hat. Und richtig, zu den Stiefeln aus haben 3 Gritti-Benzen lustig gelacht. Die Buben haben ihren Stiefel reingetragen. Der Rudi hat seiner kurzerhand ausgeleert und die spanischen Nüsse, die Mandarinli und die Güetzli gehäufelt. Der Peter hat eins um die andere zu den Stiefeln ausgenommen und ausgiebig gemustert. Der Kleinste, der Thies, hat der Gritti-Benz in den Armen gehabt und tümmelt. «Hey Thies», hat der Rudi gesagt, «es hat noch mehr im Stiefel.» Der Thies hat ohne den Gritti-Benz zu gehen ein Mandarinli aus dem Stiefel gefischt, nachher ein paar spanische Nüssli, ein paar Güetzli, eine Baumnuss und plötzlich hat er einen Geiss fahren. «Was ist? Was hast?» haben die Brüder gefragt. «Ein Gritti-Benz im Stiefel, ein Gritti-Benz hat mich gebissen», hat der Thies gestagelt und die Finger gesuckt. Die Brüder haben den Thies angeschaut und ihre Herrlichkeiten vergessen. «Das gibt's doch nicht», hat der Rudi, der Älteste, endlich entschieden und der Peter hat resolut den Kopf geschüttelt. Sie waren sonst nicht gäng der gleichen Meinung, aber das Mal haben sie zusammen gehabt. «Ein Gritti-Benz kann nicht beißen», hat der Peter gesagt. Der Rudi hat kurzerhand am Thies seinen Stiefel gepackt und ihn umgedreht. Daraus geruggelt sind Mandarinli, Nüsse und eine Maus. Diffig und wie ein Rädchen ist sie über den Teppich eingeschleichelt. Eine Maus, haben die Buben 3 Stimmen gemögt und jetzt sind Vater und Mutter auch schauen, was es da zu Bäcken gäbe. «Hebt sie, lasst sie nicht durch», haben sie gekräht. Und der Thies hat ganz aufgeregt gezeigt, «Dort, nein, dort.» Aber die Maus hat nicht gewartet, bis die Buben gekommen sind. Sie hat sich längstens unter dem Divan verschlüpfen und ist vorläufig nicht mehr vorgekommen. «Lasst sie nicht führen», hat der Rudi seiner Brüder Auftrag gegeben und ist im Bastelraum runtergegangen, einen Druck erreichen. Mit der hat er die Maus einfahren. Aber die hat sich nicht mehr gezeigt, die Buben konnten rufen und pfeifen, wie sie wollten. Plötzlich ist der Thies breit auf dem Divan gehockt und er hat gesagt, «Es ist meine Maus. Sie war in meinem Stiefel. Lasst meine Maus sein.» «Das ist wegen dem noch lange nicht deine Maus», hat der Peter umgegeben. «Gang auf die Seite, so kann man den Divan verrutschen.» Aber der Thies ist nicht fort, er hat sich nur noch breiter gemacht und gemeint, «Ich gebe sie nicht, es ist meine Maus.» Und jetzt hat es richtig Krach gegeben wegen dieser Maus. Der Rudi und der Peter haben am Divan herumgeschoben, der Thies hat sie gestüpft, der Peter hat den Thies gestrubbelt, der Thies hat gemeint, es sei der Rudi gewesen und der hat dem eine Box gegeben, der ist nichts schuldig geblieben. Die Mutter hat die Schlägelte gerade noch bremsen, als sie gesagt hat, «Buben, eure Klausensachen.» Da haben sie einander gehen und auf die verstreuten Herrlichkeiten geschaut. Einen um den anderen sind sie ihre Mandarinli, Güetzli und spanische Nüssli zusammenräumen. Am Ende wäre sie der Samichlaus sonst noch erreichen und er hat statt diesen guten Sachen eine Rute hergelegt. Die Maus ist nicht mehr zum Vorschein gekommen. Der Thies hat ihr ein spanisches Nüssli unter den Divan gelegt. Aber das war noch nach 3 Tagen dort und er hat es dann selber gegessen. Aber gecancelt wegen dem Gritti-Benz, der beissen, das haben sie nicht noch lange.